Welkom tot het nieuwe programma. Mijn naam is Gabrielle Kroon en die wonderstieflijk op woord van de stedelijk zijn. We zijn als familie onderwegs en ik mocht die en een korte thema met nemen. Wat is wichtig dat God mijn gebed erheren kan? Er zijn 3 dingen wat ik die van jou metgeven mocht. Nummer 1 is, heb geloven. Wanneer ik geen geloof heb aan dat wat ik beten doe, oder ik heb geen geloof aan einen großen Gott, dan helpt mij dat niet te beten. Wanneer ik niet daran geloof dat het een Gott heeft, dat het Jezus heeft, die mijn Sünden vergeeft heeft, dat hij einfach da zijn voor mij en dat hij mij helpen wil, dan wenn du nicht ein Glauben hast an einen Gott, dann hilft das nicht, wenn wir beten tun. Dann ist das aus, lad je Sätze, was wir reden tun. En dat tweede is, wat ik die mocht metgeven, heb gemeenschap met God. Zeg die een stad, wo die kannst gemeenschap haben met God. Zeg die vielleicht eine Stelle, wo die kannst, zeg die in dem Moment, wo du kannst wirklich gemeenschap haben met God. Wenn du Gott kennst, zum Beispiel, du hast einen guten Freund, en du fragst ihm noch wat, of der die wohl helfen kann, der wird das sehr willig tun, wenn er kennt die. En wenn du aber irgendeinen wildfremden, wo Frauen ist, hey, kannst du mir mal mit das helfen, kannst du mir was gefallen tun, der wird viel eher zweifeln. So das menschliche sein, und bei Gott ist das ähnlich. Gott, dem gleicht dort, wann wir am Kern tun. Gott, der gleicht dort, wann wir Port und sehen, wann er Port von uns Leben haben kann. Und da möchte ich die Mut merken, seh Gott in die Gemeinschaft, hab Gott als dein Freund. Und alle Leben, nicht bloß, von dir fehlt mir was Gott, von dir musst du mir helfen, aber sonst allen ewigen Zeit, als Gott irgendwo weit weg, oder du denkst nicht an Gott. Teil Gott mit deinen guten Momenten, hab Gemeinschaft mit ihm. Ich kann die sein, Gott, der läuft dort, wenn wir mit einem guten Momenten beleben können, wenn es läuft dort, uns lachen zu hören, läuft dort, wenn wir Frieden haben. So Gott läuft die Gemeinschaft mit uns. Das ist Nummer 2. Und Nummer 3 ist sie aufrichtig. Hab ein gerechtes Leben. So wenn wir in Unaufrichtigkeit leben, wenn ich in Sünden lebe, wenn ich auch in den kleinsten Dingen, kleine Lehnisse sind wie die Ferkenfleisch, oder Lehnisse, die teilen meist nicht. Aber wenn ich so ein Leben für uns dort, dann ist es schwer, dass Gott uns gehorchen kann, wenn es Gott untersteht die Ungerechtigkeit nicht. Da möchte ich die Leute tauhörcher Mut merken. Kijk in deine Gemeinschaft mit Gott. Kijk op deine Gebete, op dein Leben. Of du rein bist für Gott und bet mit Gott. Wenn du das nicht bist, wenn du nu vielleicht in Sünden gelebt hast und du sagst, ich möchte eine Entscheidung machen mit Gott, dann kannst du mit mir mitbeten. Lieber Vater im Himmel, ich sei dir Dankeschön für deine Gnade. Ich sei dir Dankeschön für deine Herrlichkeit und dass du mich liebst und dass du die Gemeinschaft mit mir bleibst. Bitte Herr Jesus, vergib meine Sünden, vergib meine Schuld, was ich an mir habe, und wasch mein Hart rein. Heiliger Geist, ich lade dich an, Port in mein Leben zu sein, und dort ich kann ein abrechtes, reines Leben an eine gute Gemeinschaft haben mit Gott. Und liebe Zuhörer, ich möchte die Mut merken, seg ein reines Gebetsleben mit Gott. Seg die Gemeinschaft mit Gott. Glaub an Gott, der stark ist. Glaub daran und hör auf diese 3 Punkte. Hab Glauben an einen Gott. Sieh in eine Gemeinschaft mit ihm. Und dann lebe ein abrechtes Leben. Ich möchte dich sehen. Und wenn du Frauen hast, du kannst mir sehr willig schreiben. Ich sehe jeden für dich durch. Mocht Gott dich reichlich segnen.